Heute, am 27. Januar, ist der Welt-Holocaust-Gedenktag. Ein Tag, den und Opfer vom Nationalsozialismus am Zweiten Weltkrieg gewidmet ist. Am Juli 1941 beschließt Gestapo, zu Paarfamilien ein jüdisches Altersheim anzurichten. Da gehen Hunderten alt und krank jüdische Leute konzentriert. Viele von ihnen gehen weiter an Konzentrationslager in Deutschland geschickt, darunter auch Auschwitz. Ganz dabei zu Ölven, auch Trois-Vierges genannt, gibt es einen besonderen Aspekt an der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Die Fluchtoperationen von den Lützeburger Resistentler an Zwangsrekrutierten an Belgien. Der sogenannte Sentier des Passeurs, ein 13 Kilometer langen thematischer Spazierweg, leidet am Zusammenhang mit der geografischen Lage von der Gegend im Ölven. Für die bemerkenswerten Aktionen von der Resistenzler zu kommemorieren, gouf ein Erinnerungsweg gelöscht, den die Hauptstrecken verfolgt, die von ihnen benutzt wurden. Der Spezialist Jean Stefani erzählt. Wir stehen heute zu Saassel, auf dem kleinen Dorf bei Ölven, wo am Krieg viel Last war. Hier gesehen wir das Dorf, wie es am Krieg ausgesehen hat, an zwei Bauernhöfe. Und an denen Höfen, da waren an den Jahren 43, 44 viele Junge verstoppt. Und somit 44 waren die Höfe so voller Junge gewesen, dass kein Platz mehr geblieben ist. Also mussten die Jungen irgendwo anders an het bloß die Lesung für die River zu schleisen an Belgien. Wie das machen? Zu Bivisch war dann der Rendezvous von den Passeuren. Von hier aus ging es dann direkt an den Busch, an den Bivischer Busch. Und aus dem Bivischer Busch waren dann an der Belgien. Hier bei der Kapelle, bei der Kirche von der Ortschaft, stand das Haus Krämer. Themishaus vom Alois Krämer. Eisem treue Freund, dem dabre Passeur Alois Krämer, geboren den 23. Januar 1923 zu Bivisch, erschoss von den Preisen den 19. Januar 1945 zu Torgau. Dadurch war dann den Alois Krämer den Hauptpasseur. Hin ist immer 4 gegangen. Hin hat er noch die Jungen an Belgien bis auf die nächsten Ortschaften dirigiert und dann nöts assen dann zurückkommen. Da wurden dann sogenannte Operationen organisiert. An Alkeer zu 20 Armee jungen Bayern sind nöts Haifu Saassel, wo wir hier stehen, fortgegangen über den Kopf, Ölven, Bivisch, Bivischer Busch bis an Belgien, ob Lammerscher, ganz genau da ob der Gare. Und da waren sie irgendwie gerettet. Aber wirklich gerettet, weil die Jungen, alle, die da rübergegangen sind, sind nach dem Krieg gesund zurückgekommen. Aber den Alois Krämer ist am Juni 1944 an der Belgien durch Verrat, weiß ich ganz genau, am hellen Do von den Deutschen gefangen gehen, schwer verletzt gehen, und erst nach Plötzeburg an Villa Pauli geschläft gehen, und schlussendlich an Deutschland, und dann erst dann do am Januar 1945 zu Torgau erschossen gehen. Das Zeit stehen wir nach auf Plötzeburger Seite, 2 Meter weiter sind wir auf der Belgischer Seite. Die andere Seite war damals ein kleiner Busch. Die Zeien, die haut noch leben, die so, das war etwas wie Christbäumerchen. Und sie haben sich dann an den Büscher direkt verzogen und da waren sie irgendwie gerettet. Es könnte so, man ja Belgien, das war ja auch am Krieg von den Deutschen besetzt. Das stimmt. Wir an der Belgien war damals ein sogenanntes Regime Militär. Und wir waren nicht militärisch besetzt, wir waren ja einfach eingegliedert ins Deutsche Reich. Und bei uns war Gestapo an die deutsche Polizeimeister und an der Belgien war sogenannt Militärpolizei. Und die waren irgendwie nicht so streng. Dadurch hatte viel mehr Möglichkeiten gehabt, sich an der Belgien
frei zu bewegen. Und da waren dann Leute von der Armee Secret, Belgische Resistenzler, die wussten Bescheid, und die haben ihnen direkt falsche Pässe ausgedeelt. Hier haben wir ein Exempel von einem falschen Pass. Da steht Joseph Emil, mir in Wirklichkeit heißt der Mann, den haut lebt, Jos Lommer. Für die Jungen ist das eine immense Découverte. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Die wissen ja auch nicht mehr, was eine Grenze ist. Glücklicherweise. Aber Grenze am Krieg und nach dem Krieg war für die, die hier gewohnt haben, etwas ganz Konkretes. Antoinien, Belgier oder Lützeburger, die haben nach dem Krieg hier ganz streng Kontrolle gemacht. Und das kennen wir nicht mehr. Wir leben ja an einem neuen Europa und wir hoffen noch, dass so eine Sache wie damals vor 60 Jahren, wo Deutscher zumal Zöllner, das waren Jungen ganz oft von der Seite aus der Eifel, gerade so wie die Lützeburger wie hier, die hier gezwungen waren, auf andere Jungen zu schießen.